Ja, dann so eine schöne Story war natürlich mit der Kleopatra im alten Roxy. Ich stehe abends an der Theke, dann steht da so Kleopatra, war natürlich ein Typ, stand neben mir, wollte mich unbedingt anmachen und wurde auch ziemlich aufdringlich und ging mir nach irgendeinem x-ten Sudden Comfort, den ich damals immer trank, ging mir immer so auf die Eier, damit ich schon, dass ich sagte, komm, geh einfach auf die Toilette. Ich komme dann in 10 Minuten später, komme ich hinterher, da hole ich schon schön runter und dann ist es gut. Gesagt, getan, er ging auf die Toilette, ein paar Minuten später hinterher, war natürlich ein Typ, wo ich überhaupt nicht drauf stand, das ist ja ekelhaft. Und es hat, zieht doch mal das Höschen aus, er zog er die Hose aus, ja, blitzt, dann nahm ich die Hose, war wieder aus der Toilette draußen und schmiss die auf die Straße. Die arme Kleopatra stand in der Toilette ohne Hose und hat doch anfangs Angst, wieder hinaus zu kommen. Weil ja, das ganze Lokal würde ja logischerweise wäre am Lachen gewesen und am Brüllen und am Grölen, gerade im Roxy. Ja, dann irgendwann tat er mir natürlich auch leid. Und ich war mit Hermann the German, damaliger Fotograf, äh, weiter am Saufen und brachte immer jeden zweiten oder dritten Drink brachte ich immer auf die Toilette zur Kleopatra. Das heißt, hier kannst du auch was saufen. Auf jeden Fall ging das Ding so 2, 3 Stunden. Ging dazu, der kam nicht mehr von der Toilette runter und ich habe dann irgendwann auch wieder die Hose reingeholt. Die haben wir dann im Roxy verstochen und haben ihm dann gesagt, er bekäme die Hose nur unter der Bedingung wieder, wenn er jetzt einmal ins Lokal käme. Jetzt war er aber mittlerweile schon so besoffen durch die Drinks, die wir ihm immer brachten, dass er dann irgendwann tatsächlich nackt, also untenrum nackt, ins Lokal kam und natürlich der super Gaudi, kannst du dir vorstellen, das Lokal war am Grölen und am Brüllen. Und dann haben wir ihm die Hose wiedergegeben, aber aufgrund dessen hat er mir später erzählt, hat er auch einen Typen kennengelernt, den er angemacht hat. Und die zwei waren also jahrelang ein Paar. Also da hatte das ein schönes Happy End gehabt. Ne?